Auf dem Placeta Vella Platz, den man als Mittelpunkt der Altstadt bezeichnen könnte, steht das Riberer-Denkmal. Bei dieser Persönlichkeit aus der Geschichte Benissas handelt es sich um keine konkrete Person, sondern um viele. Sie steht für die Einwohner Benissas, die zweimal im Jahr den Ort verließen, um als Wanderarbeiter auf den Reisfeldern der Ribera del Júcar-Region in Valencia zu arbeiten. Daher stammt auch ihr Name. Das Denkmal zeigt einen Arbeiter in betender Haltung, mit einer Hand auf einem großen Stein. Dieser Stein befand sich am Ortsausgang auf dem Weg nach Valencia, von wo aus man noch Benissa sehen konnte. Hier wird die Geste der Riberer beim Verlassen des Orts gezeigt, wenn sie sich umdrehen, um die alte Kirche zu sehen. An diesem großen Stein beteten sie, um von der Schutzpatronin Purísima Chiqueta Beistand zu erbitten. Die Riberers trugen ein blaues Hemd und waren deshalb auch als Els Blavets, die Blauen, bekannt. Mit ihrem Strohhut, der Sichel und dem Korb sind sie das Symbol einer Tradition, die ab 1950 verloren ging, aber jedes Jahr mit dem Fest der Schutzpatronin wieder aufgelebt wird. An einem Tag werden sie an diesem Denkmal mit zahlreichen feierlichen Akten und Blumenspenden geehrt. Auf demselben Platz und nur wenige Meter vom Denkmal entfernt stehen zwei große Herrenhäuser aus dem 16. Jahrhundert, die im 18. Jahrhundert nach der damaligen Sitte umgebaut wurden. Eines ist das Torres-Haus, das vorher den Ivars del Povil gehörte. Am Eingang des Gebäudes ist noch das Wappen der beiden Adelsfamilien aus Benissa vorhanden. Heute befinden sich hier die Stadtbibliothek und das Casino. In der Nähe und in kleinerem Rahmen steht das Juan Vives Haus. Auf der Fassade steht eine Legende mit Bildern, die den Ursprung der Devotion für die Purísima Chiqueta erklärt. 1684 hatten Pilger ein Abbild der Purísima in diesem Haus stehen lassen und anschließend erfolgten mehrere Wunder, sodass sie zur Schutzpatronin von Benissa wurde.